Orange 94.0, das Freiradio in Wien. Auch im Kabel auf 92,7. Dass ich da war, viel ist anders worden. Die Straßenbretter und meine Freunde hab ich aus die Augen verloren. Mein kleines Vorstadt Dallas, jeder hat sein Haus J.R. Daheim, da sitzt die Mutter und macht das Leben schwer. Dann bis dahin und wie noch nie fährt der Wind ins Hirn, du stößt dich hin, so frei wie nie. Und du hörst das Lied vom Köhlerweg. Eine Radeltour zum Wolfgangsee war unser Tour de France. A Disco-Stadel, Karaoke, unser große Popstar-Chance. Küsse gesammelt wie Erstagstempeln, Herzenbrochen, Brunftgeschrei. Und der Mief von langen Nächte zieht an mir vorbei. Und wir tun heut nur was uns gefreut. Heut euch an, weil jetzt kommt unser Zeit. Es ist so weit. Wir sind heut die Kings vom Köhlerweg. Tempo ist seine Hürden, sind alle nur Versager. Dem Falco seine Römer, zugekokste Hasenjager. Die ganzen Suizidis versumpern im Nirvana, weil heut sind wir die Hürden und morgen kennt uns keiner mehr. Am Balkon mit einer Kerzen, das war unser Aussichtsturm. Worauf du mit jedem Winkel und im Holz mit jedem Wurm. 15 Doppler in Reserve und der 4. Mulitschak. Blaue Flecken waren sind dann bei der Stirn aufgebracht. Und ich draht zu, weil ich hab nur, das ist meine Partie, die Sau der Bur. Dann ist Ruhe, vor euch sitzt das Ass vom Köhlerweg. Und aus ist. Nur das Lied. Die Sendung beginnt erst jetzt. Herzlich willkommen, Birgit Denk hier. Hinter den Reglern, hinter dem Mikrofon. Ja, hallo. Welcome hier in the Nice Music Show. Ja, die sich nur mit Musik aus Österreich beschäftigt. Deshalb höre ich gleich zum Englisch reden auf. Madelberger war das, ist es. Nächtebuch, die CD, die er mir dankenswerterweise zukommen hat lassen. Sonst hätte ich es ja nicht spielen können. Auf Facebook werdet ihr den Herrn finden.
unter dem Genre, das finde ich sehr lustig, Genre Austropop für Fortgeschrittene, Damen und Herren. Ja, also Austronom ist bitte sehr die richtige Seite, wo ihr ihn finden werdet. www.facebook.com/Austronom und das Album beinhaltet 13 Titel. Ja, es ist Ende 2015 auf Eifelbaum Records erschienen und das Kulturland Oberösterreich freut sich, es finanziell unterstützen zu dürfen, weil sonst hätten sie das Logo hinten nicht drauf gehabt. Nämlich mal an. Ja, Musik aus Österreich wie jeden Donnerstag von 14 bis 15 Uhr hier auf Radio Rausch 94.0, das freie Radio in Wien. Und natürlich lade ich mir auch diesen Donnerstag, habe ich mir gedacht, einen Gast ein. Und bevor wir die Dame begrüßen werden, die uns auch einiges zu erzählen hat, werde ich noch was spielen, was auch in Kürze erst das Licht der Welt erblicken wird. Also auch was ganz Neues, ein wirklich wunderschön gestaltetes Presseexemplar liegt mir vor von einem gewissen Herrn Julian Le Play. Das Singelchen ist hiermit eingelangt, kommt in Kürze raus und wird dann natürlich begleitet vom großen Album, das heuer auch in Kürze erscheinen wird. Julian Le Play lässt von sich hören, es gibt was Neues und in Zeiten wie diesen, wo die Winterdepression, obwohl der Winter jetzt eher lächerlich war, sagen wir doch ehrlich, dem einen oder der anderen doch ein wenig zusetzt und man sich schon freut, leicht begleitet durch die Berge oder durch Seen, Wälder, wo immer mehr zu schlendern, ist es doch schön, sich vorzustellen, dass man selbiges nicht alleine machen muss, sondern in schöner Gesellschaft. Und Julian Le Play nimmt es gleich vorweg. Seine Single, die in Kürze rauskommen wird und die ich jetzt proudly präsentieren darf. Hand in Hand. Ein kalter Morgen in der Straßenbahn, fahren aus der Stadt hinaus zum Meer nach Haus. Ich kann so ewig durch die Straßen fahren, ich lass dich nicht mehr aus, lass dich nicht aus. Ich kenn dich zwar erst seit paar Stunden, nur hab ich mich in dir gefunden. Bis zum Ende der Nacht haben wir durchgemacht. Ich frag dich, ob du bleibst, weil ich bin nicht gern allein. Hörst du die Vögel johlen am Morgenhorizont? Ab heute sind wir zu zweit. Wir gehen ab jetzt nur Hand in Hand. Wir gehen Hand in Hand. Jetzt fängt mein Puls wieder zu schlagen an. Mein Herz steht wieder auf. Es will dich auch. Bei dir vergehen all meine Wunden. Komm, fahr mit mir noch ein paar Runden. Bis zum Ende der Nacht haben wir durchgemacht. Ich frag dich, ob du bleibst, weil ich bin nicht gern allein. Hörst du die Vögel johlen am Morgenhorizont? Ab heute sind wir zu zweit. Wir gehen ab jetzt nur Hand in Hand. Wir gehen Hand in Hand. Wir gehen Hand in Hand. Bis zum Ende der Nacht haben wir durchgemacht. Ich frag dich, ob du bleibst, weil ich bin nicht gern allein. Hörst du die Vögel johlen am Morgenhorizont? Ab heute
ist das schön. Da gehen wir Hand in Hand. Damen und Herren, natürlich unschwer zu erkennen. Julien Lepre, die neue Single ist das Hand in Hand. Das Album wird folgen und einen Haufen Tourdaten bietet er uns an. Support wird er machen, jetzt gleich, also in Kürze, nämlich für Revolverheld im Rahmen von deren MTV Unplugged Sessions. Da spielt der liebe Julian mit Band Fulda, Nürnberg, Ravensburg, Stuttgart, Frankfurt, München, da kann man hinfahren, ist nicht so weit, Olympiahalle, Magdeburg und Kiel. Und dann begibt er sich ab Mai auf die Zugvögel-Tournee. Julien Lepre mit Band. Auch da wieder einen Haufen Termine in unserem nördlichen Nachbarland. Er wird dann aber doch eine Runde im Herbst in Österreich machen, sehe ich. Ja, bitte sehr, am 2.9. auf der Festung Kufstein, wunderschön. Am 9.9. in der Arena Open Air in Wien, wunderschön. Also die Venues hat er sich schön ausgesucht. Am 10.9. in der wunderschönen Kasemattenbühne in Graz und im Posthof in Linz am 8.10. Julian Lepre. Und ich bemerke eines am Artwork von Julien Lepres neuem Album und am Artwork meiner heutigen Gästin. Die hellen Farben sind wieder da. Pfeif auf irgendwelche schwarz-braun Ding, sondern alles schön in so einen gewissen Weiß-Sepia getaucht. So Sie heute nicht persönlich, aber das Album zumindest. Ich begrüße freudig die liebe Karin Kienberger. Servus, Christi. Grüß dich, Birgit. Hallo. Servus. Weißes Album legst du mir vor. War das deine Idee? Es hat sich so ergeben, weil man sieht das Wasser im Hintergrund und die Idee war da, das Fotoshooting an der Donau zu machen. Und da ist es dann, hat sich so ergeben, das Foto. Und wir haben Gott sei Dank in Österreich so eine gute Wasserqualität, dass dann das Album nicht, weil die Donau hinten drauf ist, in grau gehalten ist oder wir haben in einen guten schwarz. Tag erwischt. Ja, sehr schön. Ja, kurzärmlich, also es war im Sommer schon. Das war im Sommer, ja. Das heißt, du hast an diesem Album, das du mitgebracht hast, schon eine Zeit lang gearbeitet. Naja, das Foto ist entstanden, ich glaube im Mai, Juni und im Studio waren wir im Juli. Also so wie es so richtig heiß war letztes Jahr. Wo wir schon geschwitzt haben, bevor es zum Spülen geworden ist, haben wir schon geschwitzt. Also da war Studiozeit. Sehr gut. Wo habt ihr aufgenommen? Wir waren in Tulln bei Lords of the Sounds, beim Markus Weiß und beim Bernd Wagner. Und habt einen Spaß gehabt? Ja, das war super. Ist es das Studio mit der Glaswand im Aufnahmeraum? Sieht man raus beim Aufnehmen? Nein, in die Regie siehst du nicht. Naja, Regie nicht, aber ins Freie. Ist ein Fenster? Das ist ein Fenster. Das ist das Schöne. Fenster. Das meine ich. Genau das meine ich. Das ist das Beste. Ja. Ich liebe es. Große Fenster, wenn man was arbeiten muss. Und nicht, dass man glaubt, man ist irgendwo... eingesperrt. Nein, so haben wir es ja auch nicht gefühlt dort drin. Es war super. So schaut das Cover aus dann. Also das ist offen. Ja. Offen. Was ist der Lied, heißt das Album? Genau. Wann ist genau erschienen? Am 13. November 2015 ist es rausgekommen. Da habt ihr eine sommerliche Stimmung nochmal in den November gebracht. Zumindest auf jeden Fall vom Cover, ja. Und das Album ist dein Debütalbum. Ja. Wie das? Du magst doch schon ein bisschen länger Musik, oder? Ja, ich mag schon länger Musik, aber die Mundartgeschichte und das, wie ich es mache, so dass ich mich als Karin Kienberger präsentiere, das mache ich jetzt erst seit 2 Jahren ungefähr. Wie kam's? Was gab's da so ein Schlüsselerlebnis? Ja, es ist mir passiert. Also ich bin gesessen daheim am Klavier und hab gespielt und auf einmal war dieser Mundarttext da. Und dann ist dieses Lied entstanden, Was ist dein Lied? Deshalb heißt da das Album so. Und da habe ich gemerkt, das taugt mir so, da komme ich mir so echt vor. Und seitdem mache ich nur mehr Mundarttexte. Und die sind dann, nachdem die Schleuse geöffnet war, sind die dann rausgeflutscht oder war das eine Arbeit, weil das halt doch was anderes ist wie... Nein, es ist wirklich dahingegangen. Das war plötzlich so offen. Dammbruch. Ja. Sehr schön. Ist doch ein schönes Gefühl, oder? Bevor wir dann noch sprechen, wie es dann weiterging, ja, nach dieser Initialzündung, wollen wir doch reinhören. Du hast 12 Lieder auf dem Album und eines hast du ausgesucht, als erstes, ich will halt nicht nach Wern fahren. Nein, ich will heute nicht nach Wern fahren. Okay, aber du bist heute nach Wern gefahren. Ja, heute bin ich gern da. Das ist Gott sei Dank. Sonst ist ja das gleich, das gibt's ja gleich Gerüchte dann. Ja, da ist da das Herzwunger. Nein, sie ist gerne hergefahren. Wo bist du heute denn angereist? Ich bin mit dem Auto gefahren. Von wo kommst? Von Niederösterreich, von Näher Wieselburg. Das ist ja dann nicht... Nicht so.
Es geht. Eine gute Stunde. Ja, Ja, das schafft man, oder? Bitte, aber warum die heutige Gästin hier an meiner Seite, die liebe Karin Kienberger, heute nicht nach Wern fahren will, das hören wir uns doch natürlich sofort gerne an. Von ihrem im November erschienenen Album Was ist dein Lied? Präsentiere ich freudig. Ich will heute nicht nach Wern fahren. Ich konnt, ich sollt da und woanders und am Gescheitern alles gehen. Ich hab's traurig und wenn man's genau nimmt, müsste ich viel geschwinder sein. Der Hut wird nicht größer und auch nicht bunter, geht eh nix mehr drunter. Ich mein, es ist besser, ich schnauf einmal durch, kehr bei dir ein und probier neue Schuhe. Das Telefon purt und ich denk mir schon wieder, ich heb gar nicht an. Ich bleib heut lieber da. Ich will heute nicht nach Wern fahren. Ich hab keinen Bock nicht auf den Stress und auf den Lärm. Huck viel lieber in den kleinen Café und tu ein wenig sinnieren. Ich will heute noch nicht heimgehen. Ich bleib lieber nur ein Randl picken da bei dir. Schau die Leute ein wenig beim Morgen zu und bestell mir nur ein Bier. Und man kriegt schnell das Gefühl, man kommt was versammeln. Wenn man nicht gestört ist von jedem Event und von einem dann gleich zum nächsten rennt. Jetzt bin ich mit dir da am Philosophieren, es ist gemütlich und schön, wieso sollte ich jetzt gehen? Das Hetzen und Strudeln und Organisieren verstopft man eh nur mein Hirn. Und das Telefon purt schon in einer Tour und jetzt dreh ich's an, weil ich bleib heute da. Ich will heute nicht nach Wern fahren. Ich hab keinen Bock nicht auf den Stress und auf den Lärm. Hoch viel lieber in den kleinen Café und tu ein wenig sinnieren. Ich will heute noch nicht heimgehen. Ich bleib lieber nur ein Randl picken da bei dir. Schau die Leute ein wenig beim Morgen zu und bestell mir nur ein Bier. Ich will heute nicht nach Wern fahren. Ich hab keinen Bock nicht auf den Stress und auf den Lärm. Hoch viel lieber in den kleinen Café und tu ein wenig sinnieren. Ich will heute noch nicht heimgehen. Ich bleib lieber nur ein Randl picken da bei dir. Schau die Leute ein wenig beim Morgen zu und bestell mir nur ein Bier. Orange 94.0, das freie Radio in Wien, Birgit Denk hinter den Reglern. Heute wie immer jeden Donnerstag von 14 bis 15 Uhr Musik aus Österreich und das ist natürlich aus Österreich Karin Kienberger mit ihrem Debütalbum im Dialekt verfasst. Irgendwann ist sie eingeschossen, beim Klavier sitzend, Hall oder Roh. Ich sing jetzt in meiner Muttersprache Triabig, haben wir gerade gehört? Trabig. Das ist quasi umtriebig, oder? Nicht traurig, ja, wenn du es eilig hast, wenn du einen Haufen zu tun hast. Ja, das heißt, du kommst aus Oberösterreich.
Ja, genau. Dann erkennt man es sofort. Was bringt der Oberösterreicherin nach Niederösterreich? Ich hab mir dort ein Haus gekauft und bin dann hingezogen mit Kind und Kegel. Mit Kind und Kegel. Und freudig drüber oder hast du Österreicher sind ja komisch, die haben ja dann oft ein Heimweh, wenn sie nur 40 Kilometer weiter weg wohnen. Ich fühle mich schon sehr wohl dort, aber ich bin froh, dass ich oft heimkomme. Weil ich bin neben der Donau aufgewachsen und das ist für mich ein starker Heimatbezug. Dorthin habe ich auch ein Lied auf meiner CD. Das kenne ich. Das kenne ich. Das mit der Donau aufgewachsen ist. Ich komme aus Hainburg. Ah, ja. Das ja ein bisschen weiter dann unten an der Donau liegt, aber das ist schon arg, wenn man so ein Gewässer wohnt, das immer so vorbeifließt und das ist dann weg, hat man das Gefühl, man ist von der Lebensader abgeschnitten. Ja, genau so. Ja, ich kenne das. Darum bin ich jetzt zum See gezogen wenigstens. Ja, Damit. Der rinnt zwar nicht weg, aber der ist auch da. Der bleibt da, das hat was Stetigeres. Das ist irgendwie ganz gut. Das Foto hinten ist eine wunderschöne Zille. Auf der Donau. Auf der Donau, genau. Das heißt, die Fotos das ist ja nicht in Wien, oder? Nein, es ist fast bei mir daheim, wo ich herkomme. Nämlich? Wir verraten es. St. Nikola an der Donau. Schau, das ist ja St. Nikola an der Donau. Karin Kienberger. Hier heute da, die CD ist erhältlich im Handel, auch im Netz und auch auf der Homepage natürlich zu bestellen. Die Homepage lautet www.karin-kienberger.at. Kien mit langem I und Berger ganz normal. Du spielst in nächster Zeit in Wien. Juhu. Wo, was, wann, warum? Am 3. März spielen wir im Schwarzberg, im ehemaligen Ostclub. Genau, der ehemalige Ostclub schenkt jetzt wahnsinnig guten Wein aus und heißt Schwarzberg. Dort spielt sie am 3.3. Uhrzeit. Um 8 Uhr geht's los. Um 8 Uhr geht's los. Damen und Herren, Karin Kienberger, da wirst du aber nicht, obwohl das natürlich eine Solo-Platte ist es bei uns Frauen ja oft dann trotzdem so, dass man sagt, wir haben eine Band. Ja, natürlich habe ich eine Band. Die hast du auch mit am 3.3., nehme ich an. Ja, genau, die habe ich mit. Wer ist deine Band? Schlagzeug, Dieter Herfert, am Bass habe ich in Klaus Lahner und in Thomas Hechenberger auf der Gitarre. Und wie bist du zu diesen 3 Herren gekommen? So hat sich so ergeben. Angefangen habe ich mit Schlagzeuger, dann haben wir einen Bassisten gesucht. Und jetzt im Sommer, durch das Studiospielen, hat sich der Hechi noch eingeschlichen. Der Hechi hat gesagt, ich will da mitspielen. Der war nicht geplant. Ursprünglich haben wir mal mit dem Trio angefangen und jetzt ist das so super passt und jetzt haben wir... Jetzt seid ihr zu viert unterwegs. Genau. Das geht ja auch noch. Super. Alles, was in ein Auto passt, sage ich immer, ist einfach. Alles andere wird kompliziert. Ja. Damen und Herren, Karin Kienberger. Mit Band am 3. März ab 20 Uhr im Schwarzberg auf der Bühne. Ehemaliger Ostclub am Schwarzenbergplatz, damit Sie sich auskennen. www.karin-kienberger.at. Und bevor wir weiter natürlich gerne sprechen, gibt's Musik. Drum ist sie auch da. Drum hat sie auch die CD mitgebracht. Und das Titellied, was ist dein Lied? Das wollen wir uns anhören. Das ist jetzt eigentlich der Anfang, wie alles begann, weil das das erste Lied ist, was da so im Dialekt eingefallen ist. Wann war das? Gibt's da ein Datum? Hast du das rot im Kalender eingeringelt? Das war irgendwann im Spätherbst 2013. Glaube ich. Gut, Damen und Herren, wir befinden uns im Spätherbst 2013, glaube ich, und wir werden uns das Lied anhören. Was ist dein Lied? Diese Frage stellt uns Karin Kienberger. Du druckst deine Zigaretten aus und sagst mir mit Humor, ich soll es viel leichter auf der Welt. Wir haben uns vorher noch nie gesehen und trotzdem spür ich einfach nur Schauen in deine Augen. Ist jetzt das Einzige, was zählt. Und dann lachst und mir bleiben keine anderen Fragen, außer die mir selber immer wieder stellen. Was ist dein Lied, wenn alles still ist? Wo ist dein Platz, wo kehrst du hin? Und
es kam mir da so viel. Und verrückt, ich darf's nie zugeben, doch mir geht's genau wie dir. Und dann lachst und mir bleiben keine anderen Fragen, außer die, die mir selber immer wieder stellen. Was ist dein Lied, wann alles still ist? Wo ist dein Platz, wo kehrst du hin? Und ist der Plan auch schon ein unübertroffenes Ziel? Hey, da ist ein Feuer, hey, da ist ein Licht, da ist ein Gefühl. Gib mir nur 1-2 Minuten, dann sag ich dir das, was ich will. Und dann lachst und mir bleiben keine anderen Fragen, außer die, die mir selber immer wieder stellen. Was ist dein Lied, wann alles still ist? Wo ist dein Platz, wo kehrst du hin? Und ist der Plan auch schon dein unübertroffenes Ziel? Hey, da ist ein Feuer, hey, da ist ein Licht, da ist ein Gefühl. Gib mir nur 1-2 Minuten, dann sag ich dir. Hey, da ist ein Feuer, hey, da ist ein Licht, da ist ein Gefühl. Gib mir nur 1-2 Minuten, dann sag ich dir das, was ich will. Was ist dein Lied? Karin Kienberger, hier heute zu Gast live in Orange 94.0, das Freiradio in Wien. Musik aus Österreich, jeden Donnerstag von 14 bis 15 Uhr. Und ja, was ist dein Lied? Ich hoffe, die Damen und Herren, wenn Sie sich diese Frage jetzt selber stellen, wie von dir quasi aufgefordert, kommen dann nicht auf arge Sachen. Weißt du, weil oft hat man so Lieder im Kopf, wo man sich denkt, Scheiße, wo kommt denn das jetzt her? Was ist so dein Lied, was du gern vergessen würdest, was da oft einfällt? Hast du irgend sowas, was du denkst, das darf ich nie zugeben, dass ich mir das manchmal denke? Man fragt mich jetzt nicht gar, aber es gibt immer wieder so Momente. Wo man sich selber wundert. Ja. Ja, nein, Gott sei Dank ist er jetzt nicht da. Bitte sehr, Damen und Herren, am 3. März kommt Karin Kienberger mit ihrer Band ins Schwarzberg, das ehemalige der Ostclub, das Schwarzberg am Schwarzenbergplatz am 3. März ab 20 Uhr. Karin Kienberger und Band live und zu dem nun gerade eben gehörten Lied gibt's ein Video, und selbiges gibt's natürlich auf diesem YouTube, aber natürlich auch auf www.karin-kienberger.at. Ich habe mir's jetzt nicht angeschaut. Habt ihr das auch bei der Donau gedreht? Ja, in Walsee. Das heißt, ihr habt die ganze Donau abgeklappert eigentlich. Ja, da habe ich schon ein Echtel gesucht, weil ich wollte da ein schönes Platz bei der Donau haben. Und in Walsee gibt's so einen Donauarm. Und da ist ein bisschen ruhiger und da sind so Inseln. Und das ist auf einer Insel im Donauarm in Walsee entstanden. Wie seid ihr denn dort hingekommen? Schwimmend? Mit dem Schlauchboot sind Mit wir dem Schlauchboot? Mit dem Schlauchboot sind wir umgerudert. Und mit dem ganzen Kameraequipment? Ja, mit der kleinen Kamera. Okay. Und einen Teil haben wir vom Ufer gefilmt und einen Teil dann auf der Insel. Das war lustig. Gott sei Dank ist nichts passiert. Quasi die Angst ist euch im Video nicht mehr ins Gesicht geschrieben. Nein. Gut, weil die Donau, wenn du da ein bisschen rauskommst aus dem Arm? Nein, dadurch, dass das eben so ruhig war und
keine starke Strömung. Ist Okay, alles ganz weil die lustig. rattert ordentlich dahin, Ja. bitte sehr. Du, CDs draußen, die können Sie, werte Damen und Herren, natürlich bestellen, auch im Fachhandel käuflich erwerben. Konzert haben wir den 3. März angesagt. Was wird sich mit der Karin 2016 musikalisch sonst noch so tun? Naja, ich werde einfach daheim ein paar Lieder schreiben. Bist du schon wieder am Schreiben? Naja, jetzt schon langsam kommt's wieder, ja. Und ein paar Konzerte spielen. Nächste Woche haben wir dann diese Preisverleihung vom Newcomer Award in Linz. Diese Preisverleihung vom Newcomer Award, was ist das? Austrian Newcomer Award rockt das Musiktheater. Wie wirst das rocken, das Musiktheater? Da bin ich mir noch nicht ganz sicher. Dass man wie es heute immer alles rocken muss, Ja, ich man hab macht mir's das auch gedacht. narrisch. Ja. Es wird sich vielleicht nicht ganz ausgehen, aber wir werden auf jeden Fall schön spielen. Eben, ich glaube, das rennt halt eh schon unter Rock. Weißt, schön spielen ist dann schon rocken. Wenn es die Leute gefällt, ist rocken. Ja. Da spielt ihr live. Genau, wir spielen dort noch live und kriegen dann anschließend diesen Newcomer Award überliehen. Den habt ihr, verliehen. verliehen, den habt ihr bekommen, aber wie kriegt man den? Da bewirbt man sich und dann gibt's eine Fachjury? Genau, oder? dann gibt's ein Online-Voting und danach wird von einer Fachjury werden dann 5 Preisträger ausgewählt. Und das sind die Aber 5 Preisträger, die da Genau. stehen. Banjo, nehme ich einmal an, heißt der. Intra, die liebe Bianca Orter, liebe Grüße. Karin Kienberger und Ben, natürlich, da, die haben's mitten eingepackt, weil es grafisch wahrscheinlich schön ausschaut, wenn das längste in der Mitte steht. Niklas Budinski und Pure Phonic. Am 24. Februar sieht man alle 5 Preisträger im Musiktheater in Linz. Wahnsinn, Special Guest, die Volkshilfe wird aufspielen, sicher gerade. Ja, ich freu mich schon. Und dann kriegst du den Preis verliehen. Was heißt das? Ja, nix, dass ich weiß nicht, habe einen Stoppfänger zum daheim hinstellen. Also es gibt eine Trophäe. So ungefähr, ja. It's a trophy. Und sonst Geld oder Gutscheine oder Der Wort selber ist nicht dotiert. Es gibt, es ist ja so, dass wenn dass das Publikum dort vor Ort nochmal einen Publikumsliebling wählen kann und derjenige, der dann die meisten Stimmen hat, kriegt nur 5.000 €. Ja. Und jetzt kommst du da aus Niederösterreich nach Linz und glaubst, du hast gegen die ganzen Oberösterreicher, die da stehen, die dort wohnen und die Leute mit sind, eine Chance, ne? Ja, wir spielen trotzdem. Ja, sicher. Damen und Herren, so soll es sein. Wir freuen uns sehr. Linz, wer was Schönes sehen will, am 24. Februar, wie gesagt, im Musiktheater in Linz gibt's den Austrian Newcomer Award 2016, quasi die Preisverleihung. Die Preisträger stellen sich vor und es wird vom Publikum noch bestimmt, wer 5.000 € kriegt. Das ist ja dann bitte schon ein Geld. Also, ich weiß jetzt schon, was zum Anfangen damit so ist, nicht? Ich glaube alle. Meine Musiker mal eine gescheite Ja. Gage zahlen. Ja. Das ist ja, Damen und Herren, haben Sie das gehört? Ist das nicht der Grund, dorthin zu fahren nach Linz und ganz laut für die liebe Karin Kienberger zu votieren, ein paar Leute dort auf ein Bier einzuladen, dass sie auch für die Karin voten oder sonst irgendwas? Das geht schon. Und wer sagt, nein, ich will mit Wettbewerben nichts zu tun haben, verstehe ich. 3. März spielt sie in Wien mit ihrer Band im ehemaligen Ostclub, jetzt Schwarzberg. Und du hast schon, nachdem du jetzt schon deine Leidenschaft für fließende Gewässer hier preisgeführt hast, hast du auch noch eine Leidenschaft für Whisky? Von Zeit zu Zeit, ja. Du bist eine Whisky-Trinkerin. Nee, nicht nur. Also, am liebsten trinke ich Bier. Aber ja, du hast den Tee mit dir. Am Vormittag ist der Tee. Hast du einmal nicht ganz das gut. Bier, aber ich finde das ungewöhnlich. Es gibt zwar in Österreich, oder ich sage jetzt einmal so Männer, die sie irgendwie entweder aus wirklicher Leidenschaft oder auf das gehört dazu, wenn man älter wird, plötzlich für Whisky zu interessieren beginnen. Aber Frauen, die Whisky trinken, fällst jetzt nur du mir ein. Ist das, wie kamst du auf den Whisky? Ich weiß nicht. Vielleicht sind das die Relikte aus meiner Rockband-Zeit. Da habt's Whisky getrunken. Die Stürmer trinkt Whisky. Jetzt fällt's mir ein. Aber jetzt gerade auch nicht, weil die hat ja vorgestern Baby, das gell? ja Baby gekriegt, also das mit Whisky. Stimmt, die trinkt auch Whisky. Ist das Na, so ein ab und zu. Rock-Ladies-Ding? Du, ab und zu. Ja. Ja. Bist du da jemand, der dann so Unterschiede erkennt zwischen, der kostet normalerweise 3.000 € die Nein, Flasche? aber ich kenne den oder? Unterschied, ob er mir schmeckt oder nicht. Okay. Und das ist doch wirklich das Wichtigste. Und du besingst sogar den Whisky, nämlich den von der Köllerstirn.
Ist das ein schöner Ort zum Whisky trinken? Nein, es ist auch das Ganze nicht unbedingt ein Trinklied. Okay, ich hab schon geglaubt, wir reißen jetzt trotz der Uhrzeit die Flascheln auf. Nein. Eher ein Lied, wo es ums Warten geht und um das, dass vielleicht das ab und zu an der Whisky ein bisschen einhüllen kann, da wirklich über die Nacht helfen. Damen und Herren, wer warten muss, trinkt Whisky. Davon weiß Karin Kimberger ein Lied zu singen. Bitte sehr. Ist einmal gut genug, der Whisky vor der Kellerstirn. Jetzt huck ich allein da, hab ewig auf dich gewartet. Ich hab mich so schön gefühlt, hab glaubt, ich kann fliegen. Jetzt hab ich einen Fetzen und mein Gesicht brennt vom Regen. Jetzt warmt mir der Whisky und du warmst wen anderen. Ruf mich nie wieder an, weil ich konnte dich erwähnen. Ich hab mir zu viel ausgemalt, war schon immer bei mir. Jetzt spür ich wieder meine Lieder und du spürst mit ihr. Mich sicher durch die Nacht gebracht. Der alte Whisky vor der Kellerstirn. Es bleibt mir mein Lied und ein bitterer Nachgeschmack. Und die paar schieren Kratzer, die werden sie verlieren.
Jodeln abseits aller Klischees. Damen und Herren, freut mich sehr, heute Karin Kienberger hier bei Radio Rausch zu Gast zu haben. Das Album wurde jetzt bereits vorgestellt für alle, die später eingestiegen sind. www.karin-kienberger.at. Alle Informationen sind da zu finden. Zum Album Was ist der Lied, das sie im November bei Eifelbaum Records rausgebracht hat, gemeinsam mit ihrer Band. Und gemeinsam mit ihrer Band gibt's auch eine Möglichkeit, sie in Wien live zu sehen. Am 3. März ab 20 Uhr im Schwarzberg, im ehemaligen Ostclub. Und die neuen Lieder, hast du gesagt, sind bereits im Köpfchen. Im Kopf und teilweise auch schon Papier. Bist du jemand, der aufschreibt, oder meinst du jetzt nur in Text? In Text? Ja. Nein, ich schreibe in Text. Ich habe da meistens 5 Zetteln, wo Ja. überall ein paar Textfetzen stehen. Und irgendwann tue ich dann das alles zusammen schon mal auf den Zettel, dass man sich dann auch auskennt. Und bist du notenschreibtechnisch so, dass du das auch aufschreibst oder nicht? Ja, ich schreibe dann schon Zetteln für meine Bandkollegen. Für mich selber brauche ich es nicht, weil wenn ich ein Lied schreibe, dann kann ich es auswendig. Das merkst du dann sofort. Ja, das ist nicht das, aber für meine Band halt immer so. Bitte spielst das. Zack, zack, Zettelausgabe. Deine Vita, wie man so schön sagt, deine Geschichte, deine musikalische, ist ja eine, die von ganz woanders herkommt. Du hast ja schon ganz viele verschiedene Sachen eigentlich gemacht, oder nicht? Naja, schon. Also ich habe als Kind angefangen, ganz normal Musikschule zu machen und singen daheim halt mit der Familie. Und ich habe dann mit 16 angefangen, Lieder zu schreiben, selber mit der Gitarre. Und habe dann eine Zeit lang in einer Punkband gesungen. Englisch. Englisch, natürlich. Gibt's was anderes damals? Na, hallo. Es muss alles Englisch Ja. sein. Die hießen damals? Die hat geheißen Fertility Goddess. Na, das ist ja, du musst ja selber lachen, wenn du das sagst. Ja, super, es war super. Und dann haben wir, und Jahre später habe ich dann eine zweite Band gehabt, das war eine Rockpartie, habe ich auch in Englisch geschrieben, die Texte. Und nebenbei halt immer meine eigenen Sachen, aber auch auf Englisch. Habe mich dann auch teilweise in Hochdeutsch, also wie heißt das, Schriftsprache versucht. Aber es war nicht so richtig das. Und jetzt fühlst du dich pudelwohl. Ja, ich habe schon das Gefühl, dass das einfach gut wird. Da kann ich so schreiben und singen, wie ich es rede und wie ich denke. Das ist doch wunderbar. Damen und Herren, am 3. März im Schwarzberg ist das Ganze persönlich zu sehen. Da können Sie auch aus den Händen von Karin Kienberger herself CDs bekommen. Bist du so eine Merchandise-Tante? Level, Pullover, Tassen, Klopapier bedruckt? Nix? Ich habe eine CD und ich habe Level. Weil Siehst ich du's? habe nämlich für die CD Crowdfunding gemacht. Und da haben wir gedacht, ich muss irgendwas anbieten können, was sich die Leute bestellen. Und dann haben wir mich darauf einlassen, dass wir Level drucken. Ja, Und die jetzt hab ich gibt's? noch ein paar. Da Hab gibt's ich noch, aber. Da steht drauf, I like Karin Kienberger. Nein, da sind diese Boote oben, die was du auf hinten am Cover von der CD hast. Sehr und schön. Was ist der Lied steht drunter. Aber ich bin nicht oben und mein Name auch nicht. Oh, Sie können Boote-T-Shirts kaufen. Vielleicht, mir fällt sofort eine super Marketingmaßnahme ein. In ein paar Wochen ist in Tulln die Boot, die Messe. Dort fährst hin mit deinen T-Shirts und jeder, der so ein schönes Bootleiberl hat, muss sich die CD CD dazu kaufen. Ha? Und dann spielst du mit der Gitarre, mir gefällt das gut. Ja, mein Vorschlag wird hiermit abgeschmettert, in liebenswürdiger Art und Weise, muss man schon sagen. Apropos liebenswürdig, Blade schauen, Ja, ist so heißt ein das weiterer nächste Lied. Titel. Ja. Ja. Bist du eine Frau der direkten Rede? Direkte Rede, nein, ich tue gern Blade schauen, das ist. Ach so, das du Lied meinst so dich selber. heißt. Ja, Ich hab mir gedacht, du sagst zu jemandem, er soll nicht so Blade ja, schauen. das kommt auch vor, aber Aber du bist selber eine Blade-Schauerin. ja, schon sehr gern. Weißt, wenn ich auf den Bus warte oder mich in die U-Bahn reinsitze, dann tue ich auch ab und zu gern einfach nur Blade schauen, statt. Das finde ich hervorragend. Das heißt, du bist keine, die ins mitgebrachte elektrische Kastel reinfällt, Von sondern Zeit zu Zeit, aber auch. ab und zu ist es einfach gut. Einfach nur Blade schauen. Ja. Damen und Herren, da bin ich voll Fan von. Bitte sehr. Fan von. Da bin ich Fan von. Karin Kienberger ruft uns zu. Blade schauen, bitte.
Damen und Herren, und ich tue jetzt auch gleich blöd schauen, weil es ist nämlich das verkehrte Lied. Es ist nämlich Track Nummer 7, den wir spielen sollten. Wenn 6er haben wir ja gerade gehört, aber sie haben das sofort erkannt. Auch Karin Kienberger hat sofort erkannt und wir schauen jetzt blöd. Bitte sehr. Wenn ich wissat, was ich konnte und dat, was ich kann und das war, was ich möchte, kam mir's drauf an, dass ich tue, was ich mag und nicht alle, wer mich fragt, was ich tat, wann wer sagt, ich soll tun, was ich kann. Da trink ich nur einen Kaffee Latte, dann rock ich ein Chick und ein Grat. Da geh ich ihm's an und ich tue, was ich kann, statt dass ich nur huck und blöd schau. Ich dat schön schon, wenn ich wissat, was du konntest und da warst, wenn du wissest, dass du konntest, was du möchtest, dass du kannst. Wenn irgendeiner kam und fragt, was du konntest, war das schön wurscht, was sagt, weil du tatst, was du magst. Da trink man noch einen Kaffee Latte, dann rock man ein Chick und ein Grat. Hey, da gehen wir ihm's an, jeder tut, was er kann, statt dass man nur hucken und eure blöd schauen. Da trink man noch einen Kaffee Latte, dann rock man ein Chick und ein Grat. Hey, da gehen wir ihm's an, jeder tut, was er kann, statt dass man nur hucken und eure blöd schauen. Oft, wenn ein Tag ist wie heute, wo die Sonne so schön scheint, wo die Löwen zusammenblieren und die Bärfliegen fliehen, da huckt man am Banger und schaut ein wenig blöd, weil ein Randl blöd schaut uns nicht. Damen und Herren, Orange 94.0, das Freiradio in Wien. Karin Kienberger sitzt heute neben mir. Ihre Band hat sie nicht mitgebracht, die durften wir aber gerade hören, denn am Album, das im November 2015 erschienen ist, mit dem Namen Was ist der Lied? Da sind natürlich die Musikanten drauf. Und am 3.3. können Sie Karin Kienberger und Band im Schwarzberg in Wien sehen. Beginn 20 Uhr und alle Informationen wirklich schön zusammengefasst sind auf www.karin-kienberger.at für Sie zu lesen, zu sehen und zu hören. Und Karin Kienberger wird nicht nur mit diesem Debütalbum in unserer Erinnerung bleiben, sondern auch mit dem nächsten, denn sie hat ja bereits mehrere Lieder im Kopf und bald auch niedergeschrieben. Gibt's so einen Plan, wann du wieder aufnehmen möchtest, oder ist das... Ja, dann, wenn ich was wieder leisten kann. Diese Antwort habe ich befürchtet. Du hast das erste Album mit Crowdfunding finanziert. Wie viel Geld hast du aufgestellt? Nein, ein Teil. Also 6.000 habe ich mit Crowdfunding zusammengebracht und den Rest halt dann noch.
Ja, Damen und Herren, Sie staunen jetzt zu Hause, das kostet sowas. Ja? Das kann ja nur 300-400 kosten. Okay. Nein, Damen und Herren, unter einem Zehner brauchen wir nicht zum Diskutieren anfangen. Und da brauchen Sie schon viel gute Freunde, die viel Sachen umsonst machen. Das heißt, Musik darf nicht gratis sein, Damen und Herren, sondern unterstützen Sie die Kolleginnen und Kollegen, damit sie weiter Musik für uns machen können, damit wir Spaß haben und, wie wir heute schon gehört haben, nicht irgendwelche komischen Lieder dann im Kopf haben, wenn wir uns fragen, was ist der Lied, sondern die Auswahl ein bisschen größer gestalten können. Das heißt, du bist am Sammeln für finanzielle Ressourcen, um dann irgendwann einmal ein neues Album aufzunehmen, und wird es denn mit denselben Musikanten in dieser Stilrichtung sein oder wird dich der Punk wieder packen? Nein, ich glaube, es wird schon ungefähr in meine Stilrichtung sein, aber es könnte dort und da ein bisschen anders werden. Mit den gleichen Musikern natürlich. Aber bist du mit der Instrumentierung und dem, was ihr zu viert da zusammenbringt? Sie grinst, das freut mich sehr. Sie ist sehr glücklich und sie grinst vor sich hin. So soll es sein. Ich wünsche dir viel Erfolg, viel Spaß. Gute Heimreise, fährst du jetzt gleich? Nein, ich muss mir nur eine Leggings kaufen, eine dunkelblaue. Und ein Geburtstagsgeschenk für meine Tochter brauche ich auch. Schau, da fahrt's nach Wern, ja, für eine Legging und für ein Geburtstagsgeschenk für die Tochter. Na bitte. Ich meine, man muss immer effizient bleiben. Das finde ich hervorragend. Du, ist die Tochter noch so, dass du jetzt da irgendwo in ein Geschäft musst, wo man noch Hello Kitty Sachen kriegt, oder ist die? Die wird jetzt 8. Da sind wir an der Grenze, oder? Da oder? geht's schon um Nintendo und so Geschichten. Ah, okay. Aber wir sind an der Hello Kitty Grenze, quasi. Ja, das ist schon vorbei. Also gestern haben wir den Hello Kitty Teppich entsorgt. Weil das haben nur mehr Babys, Mama. Oder? Sind wir dort jetzt? Das, ja. Ja, Gott sei Dank. Ha, dieses rosa Viech, das ohne fürchterliche. Mund, nämlich. Frauen. Weißt, das ist so hätten sie uns gern. Herzig, rosa und ohne Mund. Ja, das ist ein Wahnsinn. Fürchterlich. So, Damen und Herren, bevor wir abschweifen, möchte ich mich nochmal recht herzlich bei dir, liebe Karin, bedanken, dass du die Reise auf dich genommen hast. Ja, super war's. Danke. Danke, schön, dass du da warst. Bitte folgen Sie Karin Kienberger auf allen sozialen Plattformen, auf ihrer Homepage www.karin-kienberger. Was ist der Lied, ist das Album, und nochmal 3. März gehen Sie bitte ins Schwarzberg, der ehemalige Ostclub gleich am Schwarzenbergplatz. Dort wird sie mit ihrer Band ab 20 Uhr losgeigen. Ein Video gibt's und. Schöne Musik aus Niederösterreich, made by a born lady from the Oberösterreich. Die ist immer wieder hinzieht, ja, und die auch nach Wien fährt, um hier Leggings zu kaufen, weil es in Wieselburg keine gibt, offensichtlich. Oder? Kann man das so sagen? Damen und Herren, wer eine Verkaufsnische in Wieselburg finden will, ich glaube, ein Legging-Laden wäre sehr angebracht, der auch gleichzeitig Geburtstagsgeschenke für 8-jährige Töchter und Söhne anbietet. Bitte, so will man sein. Wir hören uns nächsten Donnerstag wieder, Damen und Herren. Musik aus Österreich von 14 bis 15 Uhr. Für alle, die am Freitag und am Samstag Bock auf Falco haben, im Wiener U4 werden die Goldfisch wieder aufgeigen. Falco hätte Geburtstag und wir werden ihn ordentlich hochleben lassen. Ich persönlich darf am Samstag meine Stimme abgeben. Freue mich sehr, wenn Sie hier vorbeischaut. Am 20. im U4 gegen die Goldfisch mit meiner Einer und Roman Gregory und Georgi Makazaria und dem wunderbaren Andi Garbauer und der herrlichen Tini Keinrad und Anzo Morawetz wird singen und. Ich habe jetzt sicher, Skero ist da. Ja, ich glaube, jetzt habe ich fast alle. Und ich spiele am Freitag in Mistelbach, ja, also im alten Depot, im Trio, wenn wer vorbeikommen mag. Danke fürs Zuhören und wir verabschieden uns mit Karin Kienberger, die uns jetzt noch, hoffentlich von mir jetzt richtig ausgewählt, ein Liedchen vorsingt, das ich ihr nicht glauben kann, kann ich nicht. Bitte, danke fürs Zuhören. Tschüss, Baba und auf Wiedersehen. Na bitte nicht, ich schau nicht hin. Mein Leben besteht aus Drama und ein bisschen einer Melodie. Sei doch einfach nur ein Trottel und sag ja nix von einem Gefühl. Ich kann sowieso nicht nehmen, weil ich's nicht nehmen will. Ich hab glaubt, ich hab alles geregelt. Ich hab glaubt, ich hab alles checkt. Es kann doch jetzt nicht wahr sein, dass ein Gefühl mir so das Haxel legt. Ich möchte sofort da aus, nur ich weiß nicht mehr wohin. Das macht mich ganz klar wutig, dass ich einfach mal so hilflos
los bin. Sag einmal, merkst du, wie es mir bettelt? Sag einmal, merkst du, wie es mich spuckt? Ich darf gern sagen, was mich von innen ausdrückt. Kann ich nicht einmal nur mein Herz ein wenig an Rucker geben? Kann ich nicht ein einziges Mal nur ehrlich außerdrehen? Kann ich denn nicht, kann ich denn nicht dir gerade in die Augen schauen und einfach nur vertrauen? Ich komm schon zurecht, mir tut nichts weh, lass mich in Ruhe. Schau mich nicht an, komm ja nicht her, ich bin alleinig, mir schon genug. Doch das verdammte Gefühl in mir fängt an zum Zappeln, heute nicht still. Und ich reiß mich schon zusammen, weil ich nie wieder schwach sein will. Sag einmal, merkst du, wie es mich bettelt? Sag einmal, merkst du, wie es mich spuckt? Ich darf gern sagen, was mich von innen ausdrückt. Orange 94.0, das Freiradio in Wien.